Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. H wie Höhlenburgen. Die geheimnisvollsten unter den Burgen. Höhlenburgen. Habt ihr schon einmal eine Burg gesehen, die nicht auf einem Berg thront, sondern direkt aus dem Fels herausgewachsen scheint? Eine Burg, die sich in eine gewaltige Höhle schmiegt, fast unsichtbar, geheimnisvoll, uneinnehmbar. Genau das sind Höhlenburgen, die wohl rätselhaftesten aller Burgentypen. Während klassische Burgen weithin sichtbar auf Hügeln und Höhen thronen, verstecken sich Höhlenburgen oft im Schatten senkrechter Felswände. Viele Reisende gingen früher ahnungslos an ihnen vorbei oder ohne zu wissen, dass sich hoch über ihnen Menschen, Wehrgänge, Vorratsräume und ganze Wohnbereiche im Fels verbargen. Diese Bilder zeigen sofort, wie außergewöhnlich dieser Burgentyp wirklich ist. Was sind Höhlenburgen? Entstehung, Bauweise und Zweck. Eine Höhlenburg ist keine einfache Wohnhöhle, sondern eine vollwertige Wehrburg, die wichtige Elemente einer Burg mit einer natürlichen Felshöhle kombiniert, also Wehrmauern, Zwinger, Toranlage usw. Anders als normale Burgen nutzt sie den Berg selbst als Schutz, etwa als Dach, Rückwand und Seiten sind oft reiner Naturfels. Sehr selten besitzen Höhlenburgen einen Bergfried, wie etwa die Höhlenburg Loch in der Oberpfalz. Hier sehen wir die Höhlenburg Loch in der Oberpfalz auf einer Zeichnung des 18. Jahrhunderts. Ja, die Burg war wirklich bis ins 18. Jahrhundert bewohnt und geriet danach erst in Verfall. Und hier ein aktueller Blick auf die Höhlenburg Loch, rechts der noch gut erhaltene Bergfried mit Abbord und einige Mauern der ehemaligen Wohn- bzw. Wehrbau. Höhlen wurden bereits in der Steinzeit als Schutzräume genutzt. Doch echte Höhlenburgen entstanden erst im 11. und 12. Jahrhundert, also im Hochmittelalter. Besonders im 13. und 14. Jahrhundert verbreitete sich dieser ungewöhnliche Burgentyp stark. Vor allem in Regionen mit weichem Felsgestein, wie in der Schweiz, in Österreich, in Südtirol oder auch in Frankreich. Bis ins 15. Jahrhundert wurden viele Anlagen nochmals verstärkt und erweitert. Mit dem Einzug von Feuerwaffen und Kanonen ab dem 16. Jahrhundert verloren Höhlenburgen jedoch zunehmend ihre militärische Bedeutung. Viele wurden aufgegeben und verfielen. Höhlenburg oder Grottenburg? Es gibt sowohl Höhlenburgen als auch Grottenburgen, doch im Kern bezeichnen beide Begriffe nahezu dieselbe Burgenform. In beiden Fällen wurden natürliche Felsüberhänge, Grotten oder Höhlungen in steilen Felswänden für mehrgeschossige Burganlagen genutzt und teils sogar künstlich erweitert. Diese Burgen entstanden, wie zuvor schon erwähnt, vor allem zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert und sind besonders im alpinen Raum verbreitet. Der Unterschied liegt heute eher in der Bezeichnung als in der Bauweise. Hier sehen wir zwei sogenannte Grottenburgen, links einmal Wiechenstein und rechts Rappenstein, beide in der Schweiz gelegen. Typisch für die Grottenburg ist die Frontmauer, die im Prinzip die Höhle den dahinterliegenden Wohnräumen verschließt. Der geniale Verteidigungsvorteil. Der große Vorteil der Höhlenburgen lag in ihrer nahezu perfekten Verteidigung. Meist waren sie nur von einer einzigen Seite angreifbar, während der massive Fels ringsum natürlichen Schutz bot. Wenn überhaupt Dächer im klassischen Sinne vorhanden waren, waren die Dachflächen im Vergleich zu traditionellen Burgen eher gering, so dass Brandgeschosse kaum Wirkung zeigen konnten. Zudem lagen die Eingänge oft hoch oben in der Felswand und selbst mächtige Belagerungsmaschinen blieben hier weitgehend wirkungslos. All das machte Höhlenburgen zu extrem sicheren Rückzugsorten in Zeiten von Krieg, Krisen und Überfällen. Hier sehen wir die nahezu perfekt in den Felsen gepasste Burg Rappenstein, ein Rekonstruktionsversuch, wie wenig Zugangsmöglichkeiten diese Burg bot und somit auch sehr, sehr wenig Angriffsfläche.
Leben in der Höhle. Alltag in Höhlenburgen. Entgegen der weit verbreiteten Vorstellung waren viele Höhlenburgen keineswegs primitive Notunterkünfte. Archäologische Funde zeigen, dass zahlreiche dieser Anlagen überraschend komfortabel ausgestattet waren. Im Inneren der Felsen entstanden mehrgeschossige Holzbauten, die als Wohn-, Lager- und Arbeitsräume dienten. Feuerstellen sorgten für Wärme, während Vorratsräume, Werkstätten und Stallbereiche eine dauerhafte Nutzung ermöglichten. In einigen Höhlenburgen gab es sogar repräsentative Wohnräume für den Adel, die mit Fenstern, verputzten Wänden und aufwendigen Holzkonstruktionen ausgestattet waren. Besonders eindrucksvolle Beispiele für dauerhafte bewohnte Höhlenburgen mit hohem Lebensstandard sind Burgen wie Kropfenstein und Riedfluh in der Schweiz, sowie die Burg Stein an der Traun in Bayern. Diese Anlagen zeigen, dass das Leben in der Höhle nicht nur Schutz bot, sondern auch erstaunlichen Wohnkomfort erlaubte. Hier ein aufwendig verputztes und bemaltes Zimmer der Burg Stein an der Traun. Berühmte Beispiele von Höhlenburgen. Jetzt schauen wir uns einige der spektakulärsten Höhlenburgen genauer an. Burg Predjama in Slowenien. Geschichte. Die Höhlenburg Predjama gilt als die berühmteste Höhlenburg der Welt und ist eines der außergewöhnlichsten Bauwerke Europas. Ihre Geschichte reicht weit zurück. Archäologische Funde belegen, dass die zugrunde liegende Höhle bereits in der Altsteinzeit von Menschen genutzt wurde. Im 12. Jahrhundert entstand schließlich die erste Burganlage in der schwer zugänglichen Felswand. Berühmt wurde Predjama im 15. Jahrhundert durch ihren wohl bekanntesten Burgherrn, den Ritter Erasmus von Lok. Nach einem tödlichen Streit mit einem kaiserlichen Verwandten widersetzte er sich Kaiser Friedrich III. Und verschanzte sich auf der Burg. Eine über ein Jahr andauernde Belagerung blieb erfolglos, da Erasmus sich über ein geheimes Höhlensystem versorgen konnte. Erst 1484 fiel er durch den Verrat eines Dieners. Der Legende nach wurde er während eines Gangs zur Latrine tödlich getroffen. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte wechselte die Burg mehrfach die Besitzer, darunter die Habsburger, die Grafen Coligny und die Fürsten Windisch-Grätz. Heute beherbergt die Burg ein Museum und ist gemeinsam mit der darunterliegenden Höhle ein bedeutendes Kultur- und Naturdenkmal Sloweniens. Hier sehen wir die Burg Predjama auf einem Fischerstich im 18. Jahrhundert. Baugeschichte und Aufbau der Höhlenburg. Die Burg Predjama wurde spektakulär direkt in eine 123 Meter hohe Felswand hineingebaut und liegt in einer großen natürlichen Höhle auf halber Höhe der Wand. Die ursprüngliche mittelalterliche Anlage entstand im 12. Jahrhundert, wurde jedoch im Jahre 1570 vollständig neu errichtet und erhielt dabei ihre heutige 3- bis 4-geschossige Gestalt. Der damalige Neubau verbindet massive Steinarchitektur mit dem natürlichen Höhlenraum auf einzigartige Weise. Die riesige Tropfsteinhöhle diente nicht nur als Schutzraum, sondern auch als Fluchtweg, Lagerraum und Wasserquelle bei Belagerungen. Der berühmte Geheimgang führte durch das weit verzweigte Höhlensystem bis auf die Hochfläche über der Felswand. Diese wurde im frühen 17. Jahrhundert zugemauert und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wiederentdeckt. Die Erasmus-Höhle bildet heute einen Teil eines mehrstöckigen Höhlensystems, das vom unterirdischen Bach Lokva durchflossen wird und teilweise für Besucher zugänglich ist. Predjama ist damit nicht nur eine Burg, sondern ein faszinierendes Zusammenspiel aus Wehrbau, Naturhöhle und mittelalterlicher Ingenieurkunst. Hier sehen wir die Gesamtansicht der äußeren Burganlage. Und hier ein Blick in die Burganlage und in die Höhle. Hier der Grundriss der ursprünglichen Höhlenburg. Hier noch ein Blick auf den Grundriss des sogenannten Äußeren Schlosses. Burg Kropfenstein in der Schweiz. Geschichte. Die Burg Kropfenstein zählt zu den außergewöhnlichsten Höhlenburgen der Schweiz. Sie liegt bei Waltensburg in der Surselva im Kanton Graubünden und war einst eine von 4 Burgen, die diesen Raum sicherten.
Direkte schriftliche Quellen zur Erbauung existieren nicht, doch zahlreiche Hinweise deuten darauf hin, dass Kropfenstein im frühen 14. Jahrhundert Sitz eines angesehenen kleinadligen Geschlechts war, das sich nach der Burg nannte. Die Herren von Kropfenstein stellten Richter, Vögte und Landrichter im Grauen und gehörten damit zur regionalen Führungsschicht. Besonders bekannt ist Marquard von Kropfenstein, der mehrfach als Landrichter amtierte. Urkundliche treten Angehörige der Familie zwischen dem frühen 14. und dem späten 15. Jahrhundert immer wieder in Erscheinung. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts stirbt das Geschlecht vermutlich aus und mit ihm verliert auch die Burg ihre Bedeutung. Ohne Pflege und Nutzung beginnt sie langsam zu verfallen und bleibt schließlich als eindrucksvolle Ruine an der senkrechten Felswand zurück. Hier sehen wir die Burg Kropfenstein auf einer Rekonstruktionszeichnung. Baugeschichte und Aufbau der Burg. Die Anlage von Kropfenstein ist in ihrer Bauweise nahezu einzigartig. Die Burg hängt förmlich unter einem überhängenden Felsen, wobei der Fels selbst Innenwand und Dach bildet. Lediglich die Frontseite wurde als massive Mauer geschlossen. Dendrochronologische Untersuchungen datieren den Bau präzise auf das Jahr 1312. Hinweise auf einen älteren Vorgängerbau gibt es nicht. Der Zugang erfolgte über einen schmalen, steilen Pfad von Osten her, der erst im 20. Jahrhundert gesichert wurde. Die Burg ist dreigeschossig und langgestreckt angelegt. Der östliche, sehr schmale Teil diente vermutlich der Verteidigung und als Speicher, während sich in etwa 6 Metern breiten westlichen Teil die eigentlichen Wohnräume befanden. Fenster mit Sitznischen, Reste von Trennwänden, Balkenlöcher sowie ein Abbauerker belegen den gehobenen Wohnstandard. Als Dach wird ein zum Fels hin angelehntes Pultdach angenommen. Besonders beeindruckend ist das harmonische Zusammenspiel von Natur und Architektur. Der Fels bildet einen wesentlichen Teil der Konstruktion und verleiht der Burg eine fast unwirkliche Erscheinung, wie ein Bauwerk, das direkt aus dem Berg herausgewachsen ist. Das Bild verdeutlicht noch einmal diese außergewöhnliche Lage. Hier ein Blick in das Innere dieser Burganlage Kropfenstein, ganz rechts unten der schmale Pfad, der zur Burg führte. Hier sehen wir den Grundriss der Burganlage. Dieser gut zu erkennen, wie die Grotte sozusagen geschlossen wurde mit dieser Frontmauer und natürlich das wichtigste Element ganz links unter Nummer 3, der Abbauerker. Burg Stein an der Traun in Bayern. Geschichte der Burg und des Schlosses Stein an der Traun. Schloss Stein an der Traun gilt als die bedeutendste Höhlenburganlage Deutschlands und zählt zu den außergewöhnlichsten Burganlagen Bayerns. Seine Geschichte reicht bis ins frühe Hochmittelalter zurück, als um das 11. Jahrhundert das erste Hochschloss auf dem markanten Felsen über der Traun entstand. Um 1130 erscheinen mit Bernhard von Stein erstmals urkundlich belegte Burgherren. Ende des 12. Jahrhunderts ging die Anlage an die mächtige Familie der Töring über, die über Jahrhunderte hinweg großen politischen Einfluss in Bayern und Salzburg ausübte. In diese Zeit fällt auch die sagenumwobene Gestalt des Raubritters Heinz von Stein, der jedoch historisch nicht gesichert ist. Aufgrund ihrer Grenzlage zwischen Bayern und dem Erzstift Salzburg spielte die Burg eine wichtige strategische Rolle. Im 17. Jahrhundert gelangte Stein an die Freiherren von Lösch, später 1845 an die brasilianische Kaiserin-Witwe Amalie von Leuchtenberg. Unter ihrem Einfluss entwickelte sich die einst wehrhafte Burg zunehmend zu einem repräsentativen Wohnsitz des Hochadels. Nach weiteren Besitzerwechseln entstand 1948 im Unterschloss ein Internat und Gymnasium. Hier sehen wir die Gesamtanlage von Stein auf einem Weningstich des 18. Jahrhunderts. Links der Bereich des unteren Schlosses, etwa in der Mitte darüber folgt die Höhlenburg und ganz oben das Hochschloss. Baugeschichte der Burg Stein. Die außergewöhnliche Anlage besteht aus 3 Teilen: dem Hochschloss hoch über dem Tal auf der steilen Nagelfluhwand, der dazwischenliegenden Höhlenburg im Fels und dem Unterschloss im Ort Stein. Ursprünglich diente das Hochschloss als Wehrbau zum Schutz des Salzhandels auf der Traun.
Zwischen 1414 und 1430 entstanden das Unterschloss sowie die ersten Teile der Höhlenburg, die im 15. und 16. Jahrhundert zu einer weitläufigen, zweigeschossigen Felsenanlage mit Wehrgang und Verbindung zum Hochschloss ausgebaut wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wandelt sich die reine Verteidigungsanlage immer mehr zu einem komfortablen Wohnsitz mit Sälen, Wohnräumen und weitem Blick über das Trauntal. Den entscheidenden architektonischen Wandel zum Schloss erlebte die Anlage im 19. Jahrhundert, als das Unterschloss im englischen Tudor-Stil umgestaltet wurde. So zeigt Burg Stein an der Traun bis heute eindrucksvoll, wie aus einer ursprünglichen Höhlenburg ein repräsentatives Schloss entstehen konnte. Hier sehen wir die Frontmauer der Höhlenburg. Hier ein Blick in das Innere der Höhlenburg, rechts oben die Küche, deren Esse auch ebenfalls aus dem Felsen getrieben ist. Und hier das Hochschloss, hoch oben auf dem Nagelfluhfelsen. Hier sehen wir den Grundriss der Höhlenburganlage mit ihren Kammern und Zugängen in die Höhlenanlage. Schlusswort. Höhlenburgen sind keine gewöhnlichen Burgen. Sie sind zugleich Natur und Architektur, Versteck, Festung und Wohnraum in einem. Sie zeugen von einem außergewöhnlichen Einflussreichtum des Mittelalters, von dem Mut, die Natur nicht nur zu nutzen, sondern sich selbst zum Herzstück einer Burg zu machen. Genau deshalb tragen sie ihren Titel zurecht. H wie Höhlenburgen, die geheimnisvollsten unter den Burgen. Höhlenburgen gehören ohne Zweifel zu den faszinierendsten und zu den rätselhaftesten Burgentypen Europas. Sie zeigen eindrucksvoll, wie eng Mensch, Natur und Verteidigung einst miteinander verbunden waren und wie weit die Fantasie im mittelalterlichen Burgenbau reichte. Und nun interessiert mich eure Geschichte. Wart ihr selbst schon einmal auf einer Höhlenburg? Wenn ja, auf welcher? Schreibt es gern in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung historischer Immobilien OHG.